Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion und ihr werdet es schon an unsere Stimmen merken. Ich bin nämlich hier nicht allein, der Kani ist auch dabei und hat eine ganz euphorische Stimme. Euphorisch, ja. Euphorische, hallo Carne. Hola. Hola. Ja, wir haben nämlich heute zum einen einen großartigen Film und zum anderen einen Film aus dem DC-Universum. Was bedeutet, wir sind heute wieder mal Steady-inklusiv oder Steady-exklusiv für die Leute, die dieses Wortspiel nicht verstehen. Ja, und das heißt, wir werden jetzt wie immer versuchen, eigentlich ein bisschen heiß zu machen in die ersten, ja, sagen wir so 5 Minuten. Und ganze dann 5 Minuten? Ja, oder sagen wir mal 4,5. Und dann werden wir wechseln für unsere Steady-Hörer ganz exklusiv. Und ihr Freibelätschen, ihr könnt euch dann in der Zeit überlegen, oh Mann, eigentlich hätte ich schon gern wissen, ob sie es jetzt gut finden oder schlecht und wer ist dieser Todd Phillips, was macht er sonst so für Filme? Ich werde es sonst nie herausfinden, weil googeln ist langweilig und deswegen da die sagen, Kani, ihr habt es ja schon angekündigt, wir reden mal über einen Film aus dem DC-Universum vom Todd Phillips. Über was reden wir denn heute? Hangover 1 bis 3? Ja. Ich hab's gewusst. Oder vielleicht sein letztes Werk, reden wir vielleicht über den Joker, hä? Ja, okay, passt. Gut, passt. Reden wir über den Joker. Heute beim Viva ha. Oh, leck, der war gut, ich bin auch ein Joker. Oh, leck. Der war richtig gut. Ja, heute reden wir über den Joker mit dem Joaquin Phoenix in der Hauptrolle und ja, das müsst ihr euch anhören, Leute, weil das wird mega. Ja, weil Todd Phillips, du hast es ja richtig als Referenz genannt, der Regisseur von den Hangover-Filmen, hat sich an die mögliche Entstehungsgeschichte des Batman-Bösewichts herangetraut. Und der Mr. Phoenix macht es einigermaßen solide, oder? Also sagen wir mal, war er dichtig, hätte ich gesagt. Das hat er ganz patent umgebracht. Gell? Ganz patent, ja. Ganz patent. Also er war stets bemüht. Das ist genauso wie der Todd Phillips stets bemüht war. Es ist sowieso, also müsst ihr euch anhören, Todd Phillips, der nur Komödien oder fast nur Komödien gemacht hat, und zwar so Granaten nehmen wie Hänger auf 1 bis 3, Stichtag, Starsky und Hutch oder auch den grandiosen Oldschool. Und auf einmal haut der ein Drama, ein Arthouse-Drama, da das jetzt einfach mal nennen, wie Joker aussah, vor allem ein Comic-Film, der in diesem Stil gemacht war bisher auch noch nicht so da. Ich mag euch gar nicht mehr verzeihen, ohne dass dafür Zeit habt. Ich würde sagen, jetzt dürft ihr langsam, jetzt werft ihr mal Geld nach und dann könnt ihr euch den Rest durchhören. Das ist eigentlich echt ein geiler Heißmacher. Ich möchte gar nicht noch mehr verzeihen, ohne dass du dafür Zeit habt. Ja, ist doch wahr. Ja, gut, dann da die sagen, wir fangen gleich voll an, über die Handlung zu reden, über die Dinge, warum dieser Film mehrere Oscar-Nominierungen und unter anderem ein paar Oscars bekommen hat. Und eine goldene Himbeeren-Nominierung. Was? Na, aber okay, darüber reden wir jetzt gleich. Das möchte ich nämlich sofort wissen, warum. Und ansonsten für die Freiwilligen viel Spaß bei den restlichen Folgen und hier in Steady geht's erst einmal so richtig heiß weiter mit Punkt. Joker.